Mein Kumpel Michael, wenn ich mit dem unterwegs bin und genau das Gleiche erlebe, erlebt er das irgendwie immer intensiver als ich. Zum Beispiel, am Samstag waren wir unterwegs in der Kneipe, hat dort gemütliche Bier getrunken, Musik zugehört, hat eine Liveband gespielt. Ja, war relativ viel los, ist aber gerne so mit der Leute, war in Ordnung. Ja, und um 11 Uhr waren wir wieder daheim. War ein netter Abend, also nichts Besonderes. Und jetzt die Version, wie mein Kumpel Michael sowas immer erlebt. Also, wir sind am Samstag in die Kneipe gegangen. Wir waren schon relativ spät dran. Wir Glück, dass wir überhaupt noch einen Platz gekriegt haben. Weil da hat eine Liveband gespielt. Die war richtig gut. Die Atmosphäre war brutal. Da bist du reingekommen, da war eine brutal schwüle Luft. Aber du hast gespürt die Energie von den Menschen, die da sind. Du hast gemerkt, du bist am richtigen Platz. Dann haben wir uns ein Bier bestellt. Eiskaltes Bier. Das ist noch auch sofort gekommen. Wow, war das kalt. Da ist das Glas angelaufen und das ist nachgegangen. Oh, das war ein Traum. Das hast du gebraucht. Du hast gemerkt, das gibt mir jetzt Energie. Dann sind wir da so geguckt, haben der Musik ein wenig zugelassen. Auf einmal kommen da zwei Leute auf uns zu. Und dann ist schon denkt, oh, Obacht, Michael, Obacht, jetzt kann's Ärger gehen. Kommen sie, gucken uns an und fragen, haben die Feuer? Boah, sag ich, nee, wir haben kein Feuer, wir rauchen das. Gerade noch mal gut gegangen. Ja, nach der haben die Leute angefangen mit Singen, also, ja, quasi, ich habe angefangen mit Singen und da war noch ein wenig ein Besoffener hinterm Eck, der hat auch versucht mit zum Singen. Ja, und dann war da echt die Party in Gange und ich muss sagen, ich denke, okay, gut, bevor es jetzt ausartet, gehen wir heim. Also am 11 sind wir noch daheim gewesen, aber hey, wenn ich da noch weiter durchgezogen hätte, ich hätte den ganzen Sonntag durchschlafen müssen, dann wäre ich total am Arsch gewesen. Also von dem her, super Abend. Wie sieht's bei euch aus? Haben die auch solche Freunde und Bekannte, mit denen ihr unterwegs sind und die Situation immer ein wenig anders erlebt wie ihr, immer intensiver? Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht bin ja ich derjenige, der irgendwie die Welt einfach intensiv genug wahrnimmt. Schreibt es mal bitte unter die Kommentare. Danke dafür. Tschüss und Ade.